Die Geschichte von Trunks, dem Krieger der Hoffnung, gehen weiter in der nächsten Runde zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Und ja, natürlich sieht ja alles ziemlich am Arsch aus. Capital Corporation sowieso. Das ist cool, dass hier alles offen ist, dass wir wirklich reinfliegen können. Klar ist nicht cool, dass es alles zerstört ist. Dass wir einfach so durchladen können, finde ich persönlich schon cool. So, aber erstmal zu Abendessen, wa? さあ着きましたよ。ただいま母さん、ご飯さんを連れてきたよ。おかえりトランクス。それにいらっしゃいごはんくん。はい、お邪魔します。ちょうど夕食の準備が終わったところよ。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございます、ブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯さん、すごい食べっぷりでしたね。いや、だって本当に美味しかったから。やっぱそっくりね。何がでしょうか。その道着着てあんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんの孫くんにそっくり。びっくりしちゃうわ。この道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとしてまるで空みたいな人でした。そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのためにいつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたようにその魂を受け継いで戦いたい。でもなかなかそうはいかなくて。やっぱりご飯さんはすごいや。でも時々噂は聞くわ。人造人間相手にたった一人で立ち向かってるんでしょ。かっこいいわね。でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。バレてないよな。修行や人造人間と戦ったこと。ごはんくん、今日はもう遅いし泊まっていきなさいよ。疲れてるでしょ。それがいいよ。そうしなよごはんさん。それじゃブルマさん、お言葉に甘えます。ええ、それじゃあ早速だけど2人ともシャワーを浴びてきて。なんだかとっても汗臭いわよ。すみません。Bulmas Kochkünste wurden freigeschaltet. Oh, statt Chichis, krass. Einige Tage später, Trunks und Son Gohan legen nach ihrem Training eine kurze Pause ein. いや、この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。あまり毎日遅くまで修行してたらそのうちバレるだろうな。どうしよう。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな。たまに休む日を作った方が体作りにはいいし。そうですね、わかりました。まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから君に偉そうなことは言えないんだけどね。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば最近父さんたちはどうしてますか。実は人造人間たちと一人で戦うようになった頃から俺は家に帰ってないからよく知らないんだ。そうなんですか。
人造人間との戦いでボロボロになった俺を見るたび、母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも人造人間に殺されたみんなの仇を取るため、そして平和を取り戻すためには、俺が戦いをやめるわけにはいかない。ごはんさん。でも本音を言うと、母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が移ったのかな。変なこと話しちゃったな。今日の修行はこれくらいにしておこうか。はい、それじゃあまた。ごはんさんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう。Ja, so kann man es doch natürlich auch in die Länge ご ziehen, はんさんの家 Freunde. に行ってみよう。 Was mir noch so 父さんは aufgefallen 確か ist, 武術家だって聞いたことがあるけど、やっぱり今も強いのかな。 das muss doch schon um jetzt viel bringen. 牛魔王さんって昔はとても怖い人だったって本当かな。 Die gute alte Zeit. Ne, was ich mir gerade gefragt 母 habe, さんとも昔からの知り合いだったんだよね。 wenn Son Gohan ja ständig, oder früher zumindest ständig Ramponin nach Hause gekommen ist, warum ist er nicht viel stärker? Weil, seien wir ehrlich, die Saiyajin zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie den 大した敵じゃなさそうだ。 Kampf nicht nur lieben, sondern auch leben. Sprich, je stärker ramponiert sie zurückkommen, desto stärker, ja, kehren sie wieder zurück. Also ich meine, jeder Kampf macht sie ja stärker. 大した敵 Je じゃ schwerer な sie さそうだ。 verletzt sind, umso mehr. Also eigentlich müsste Son Gohan mittlerweile schon so stark sein, dass er die Cyborgs problemlos in die Schranken weist. Aber wir kennen ja eigentlich auch das, ich sag jetzt mal, das Besondere an Cyborgs, wie es damals auch so schön hieß, dass sie im Gegensatz zu Lebewesen keine Energie verlieren. Die können Ewigkeiten auf dem gleichen Level, wie sie gerade sind, weiterkämpfen. Die verlieren keine Energie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gohan zu Beginn eines Kampfes, wenn er voll ausgeruht ist, auch stärker ist als die Cyborgs, aber natürlich halt schwächer wird während des Kampfes. Und das ist halt das Problem. Und zumal sie zu zweit sind. Hieß es schon ein paar Mal, dass Son Gohan alleine gegen einen Cyborg gewinnen könnte. Oder gewinnen würde. Aber gegen zwei halt. Und dass er auch noch ein Dream Team ist, C17 und C18. 母さんは今でも研究を続けている。うーんうーんあのさ、Mut und Roshis Einsicht. あのありがとう。よし。 Also weshalb halt Son Gohan auch nicht mehr ちゃんと届けないとな。 bei Muten Roshi oder auch beim Meister Quitte und so beim Meister Popo trainiert. Auch wenn sie vielleicht stärketechnisch nicht mithalten können oder ihm nichts Neues beibringen können, aber spätestens seit Dragon Ball Super wissen wir ja, dass es da noch einiges gibt, was die Z-Kämpfe im Laufe der Jahre ein bisschen verlernt haben. Insofern, naja. Wer bin ich, dass ich das in Frage stelle, nicht wahr, Freunde? So viel wurde freigeschaltet. Bei weitem noch nicht alles. Aber ja, generell wird es sowieso ja ein kurzer DLC sein. Was glaube ich auch besser ist, weil eben so eine traurige Geschichte und so. Und vor allem, wir kennen den Ausgang ja, also insofern muss er nicht elend lang sein. Aber krass hier, der rechts von Son Gohan gerade auf dem Ladescreen, was eigentlich Trunks ist, von der Frisur sieht ein bisschen aus wie Krillin aus der Buu-Saga. Kann ich hier trainieren oder kann ich hier zurück? Aha, ja, so die Hauptstory. Was? Ich hab gesagt, nein! Hä, ich hab gesagt, nein! Ihr habt's doch alle gesehen, ich hab gesagt, nein! Was war denn das gerade bitte? こいつはすんげえうまそうなもんみっけ。 Mann, Mann, Mann. Da ist jetzt die Frage, wo komme ich raus, wa?
Ich merke gerade, ich habe seit Beginn des DLCs noch kein einziges Mal gespeichert. Na gut, ich komme wieder hier aus, okay. Ja, gibt ein Autosave und so, also kein Problem. So. Die aufgehoben, ist auch aufgeschoben. Das Kamehaus existiert immer noch, okay, das wundert mich ein bisschen. Dass die Cyborgs nicht mal bis hierher verschlagen hat, krass. Stimmt, hier hieß es ja, dass sie irgendwie auf dem U-Boot oder so leben würden. 亀仙人さんたちは潜水艦に隠れてるらしいな。こんにちは。すまんな。Ja, das hat im Radio Hansis gesagt. ええ。 Ui. Was man so theorisiert. Hä? Das wissen Sie gar nicht? War niemals irgendwie auch Trunks oder so bei Muten Roshi? そうですね。 Ganz ehrlich, man könnte meinen, es sind irgendwie erst ein halbes Jahr vergangen. Irgendwie seit dem Tod der Z-Camps und dem Auftauchen der Cyborgs und nicht irgendwie schon 14 und noch mehr Jahre. ええ。 よかろ。え、 こりゃ。なんだよ。はい。 Muten Roshi will sich also angucken, ja, ja. さて、物資を届けたことを母さんに報告しなきゃ。 Ja, allein deswegen würde es irgendwie gut passen, wenn man hier jetzt irgendwie auch die Story mit der Trunks-Saga was mal super integrieren würde. Das finde ich persönlich zumindest. Aber ey. Was weiß ich schon, nicht wahr? So, jetzt irgendwann in der Hauptstadt. Dann wäre die Side-Quest abgeschlossen, zumindest die erste. Ich glaube, es sind 5 oder 6, die es gäbe. Doch haben wir, glaube ich, vorhin gesehen, was irgendwie beim DLC stand wegen, hey, 6 neue Nebenquests. Sieht echt aus wie Krillin in der Buu-Saga. Mit den Haaren und so. Krass. Aber es ist Trunks. Tja. Kehre nach Hause zurück. Und melde dich bei Bulma. 母さんと僕だけしかいない家だ。 Ja, also schon 10.000 Mal erwähnt, Trunks.はい。わかったわ。 Über dies und jenes. ええ。ええ。ちょっと。 Na toll. みんな無事でいてください。 Jetzt willst du mir aber nicht erzählen, dass der alte Mann jetzt aber drauf geht, oder? Wobei heißt eigentlich. Ist die Sidequest nicht irgendwie Muten Roshis Einsicht? Wird relativ wenig Sinn machen, wenn du Einsicht hast, dann plötzlich, ja, gehst halt drauf, ja, gut, shit happens. Er ist aber tatsächlich nicht im U-Boot, der super. 大した敵じゃなさそうだ。 Müsste hier sein, wa? Rette Muten Roshi von Cyborgs. Ja, vielen Dank dafür. Von denen sollte generell fliehen. Ja. ああ。 なんと。いや。 Allerdings, du bist so schön, du musst doch auch ein gutes Herz haben.
なんとやれやれ。 Ja, aber schade ist, Mann, warum ist jetzt nicht Son Gohan da? Ich meine, gegen eine käme ja an. Aber eigentlich müssen wir locker platt machen, also sorry, aber... komm. Besiege C18. Okay, nachher ist die Story vorbei. Das wäre sowieso mal was, ne? So eine Alternativstory. Mit hier will sie nicht passieren, weil es geht echt darum zu erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass halt Trunks in die Gegenwart kam und so. Da war es ja keinen Sinn, wenn jetzt plötzlich er und Son Gohan plötzlich die Cyborgs besiegen würden. Mann, die Alte geht mir auf den Sack, Mann. Ja, hübsch ist sie schon, aber ziemlich mieser Charakter. Erstaunlich, dass eben die Cyborgs hier in Trunks Geschichte und in der Gegenwart doch im Wesen auch so unterschiedlich sind. Und die Killermaschinen, wie sie hier sind, sind sie ja in der Gegenwart ja überhaupt nicht. Und waren sie schon am Anfang irgendwie auch darauf aus, ja, Son Goku besiegen und so. Da war eigentlich nicht so krass wie jetzt hier. Die waren so brutal und so. Aber sie waren auch stärker als die hier. Das alles nur, weil Trunks meint, wir müssen in die Vergangenheit reisen. Aua. Ne, aber kein Bock drauf, kein Bock drauf, kein Bock drauf. Ja, aber tschüss. Ich hab keinen Bock drauf, ich hab keinen Bock drauf, ich hab keinen Bock drauf. Oh, sie sind im roten Zustand, ja super. Man, so eine bescheidene Frage, ist sie ein bisschen sauer? Verstehe gar nicht warum. Kann ich bitte mal ganz kurz aufhören? Ich würde gerne in den Ultima-Zustand. Alter! Ja, Barker, Barker, gib dir gleich Barker. So, erledigt. C18 besiegt, jetzt noch C17 und machen mit Gohan zusammen. Zukunftsgeräte, Dankeschön. So einfach geht das, Freunde. へえ。ああ。やれやれ。ね こりゃ Lass den jungen Mann gehen! ほっ え。やれやれ。 Dinosaurier. ああ。 Ich habe endlich den Endgegner an ein Spiel. Was? Aha, Spiel. Da hat er gerade von wegen, hä, der Son Gohan besiegt, なん WTF. だって。当然だろやれやれ。う。ああ。 Was ist das Begegnung? Bist du tot? Ah ja, wissen wir. うん Hm. いえ うんうん Die Cyborgs leben für den Moment. Sie werden von ihrer Bosheit getrieben und sind nicht darauf bestrebt, sich zu verbessern. Und das bedeutet, dass sie nicht nach einem größeren Guten streben. Aber du tust das, Trunks. Du bist mutig genug, es mit ihnen aufzunehmen. Das ist deine stärkste Waffe im Kampf gegen sie. Trunks, du bist die letzte Hoffnung dieses Planeten. うんはい
Schön gesagt von Muten Roshi. Ich bin ziemlich am Arsch, dass man so erwähnen darf. Das haben wir ziemlich geschlaucht. Ah, Level up. Dankeschön. 必ず人造人間を倒します。 Ja, aber natürlich. Was auch sonst. Das kommt leider später. Aber hier müssen wir noch ein bisschen was haben. Masenko Stufe 2. Masenko Stufe 3. Weil es einfach kann. Können wir wieder ein paar Kugeln. Ja, hier alles zu machen. Ich glaube, die holen wir sowieso eher später, oder? Ja, auch irgendwie mit dem Training. Ich glaube, das könnte auch sogar sein, dass er erst nach dem Timeskip kommt. War da eigentlich ein Super Saiyan-Modus? Hä? Ja, Super Masenko, ist klar. Ah, hier Super Saiyan, okay. Die Krieg der Hoffnung Episode 2. Da können wir mal nachgucken, wann es alles gibt. Jetzt gedacht, irgendwie Episode 3 könnte auch was sein. Nö, die Kanal Episode 2. Episode 3 wäre vielleicht nach Trunks Rückkehr, diese Zeitlinie. Hätte man so gedacht, aber offenbar ja nicht. Ja, ja. Wir wissen ja, dass Yajirobe ja noch irgendwie leben müsste. Irgendwo kriecht auch der noch herum. Vielleicht sogar bei Meister Quitte. Wer weiß.あ、あれは。早く行かないと。急がないと。あれ、なんだか騒がしいぞ。あれは父さんが何かに襲われている。大変だ、すぐに助けなきゃ。このポンコツども、あっちに行くだよ。父さん、危ないですよ。おめえトランクスけ。はい、なんなんですこのメカは。よくわからねえけんど、突然オラを襲ってきただよ。よーし、ここは僕に任せて安全なところで隠れててください。そんなことできねえだよ。大丈夫です。こう見えて僕結構強いんですよ。 Das will ich jetzt mal hoffen. このメカ、 Sonst wird es ein relativ großer Kampf. 攻撃してくるみたいだな。よーし、 Ja, nö. かかってこい。 Also doch, schon, aber halt für sie. それはどうだ。人造人間に比べたら全然弱いぞ。ごはんさんとの修行の成果が出てるのかも。これで全部だ。父さんは無事かな。 Und nochmal Level Up. 怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。まああんなポンコツくらいオラでもとっちめられたけんだな。それだけ元気なら大丈夫みたいですね。ああ、大丈夫だ。でもおめえさ来てくれて助かっただよ。ありがとうなトランクス。いえ、父さんは何をしてたんですか。オラか。オラ畑の様子を見てきた帰りだっただよ。じゃあ僕家まで送りますよ。またあの機械が出てきたら危ないですし。そうけ。じゃあせっかくだからボディーガードを頼むだよ。はい、任せてください。いや、父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。いえ、そんな。謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見てたら小さい頃のごはんちゃんを思い出しただよ。そうですか。そういや噂で聞いてるだよ。ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってな。まずいぞ。そんな噂にまでなってるなんて。
母さんにバレちゃう。そんな何かのお間違いですよ。そうなんか？だったらええが。んだ、おめえみてえな子供が戦うことねえだ。ごはんちゃんだって本当なら今頃偉い学者さんになってたはずなのに。おらも父と同じ気持ちだが、ご飯が戦うと決めたのなら、ご飯を信じて無事を祈るしかねえだよ。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。多分ですけど。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。んで、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。はい、それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気ぃつけてな。はい。僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。わかっただよ。Ja, aber eben, wenn die es wissen, wird es Chichi auch schon längst wissen. ごはんさんに父さんたちの様子を伝えてやろう。ごはんさん、まださっきのところにいるかな。Zum Zurückreisen. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob irgendwie die Trainingsblades, wie wir sie kennen, eigentlich von Dragon Ball Z Kakarot gibt es aktuell nicht, wa? Wir wissen ja, dass Trunks später noch ein paar Moves lernen wird. Also dieser Trunks hier. Also insofern muss man darum aber keine Gedanken machen. Ja, Freunde, das war es soweit mal mit der Story hier bei Dragon Ball Z Kakarot. Trunks, der Krieger der Zukunft. Eben noch in der Vergangenheit angelangt und ja, natürlich auch irgendwie deswegen ziemlich traurig das Ganze, weil wir jetzt hier alles ein bisschen erleben. Alles viel auch intensiver erleben, als einfach nur in der Erzählung, wie es so für Trunks war. Wir wissen, was alles noch kommen wird und so. Das werden natürlich schon so Momente sein, wo ich mir denke, ach du Scheiße, warum? Warum muss es so sein? Warum haben wir hier irgendwie... Man könnte irgendwie eine Alternativstory auch hier kreieren. Aber ja. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommen wird. Hier in der Welt von Dragon Ball. Also zumindest hier gerade in der Welt von Dragon Ball Z war. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot, dem dritten DLC. Bye bye.